Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, jetzt ist wild. Wir reagieren diesmal auf den Podcast. Ich gucke einfach mal, wie das bei euch ankommt. Ich mache mal eine Folge. Wenn das gut bei euch ankommt, dann ziehe ich die, lasst mich kurz gucken, 10 Folgen durch. Geht um die Generation Wembley. Wir haben uns ja zusammen schon im Stream in der Watch Party die Doku auf Amazon angeguckt. Das ist jetzt nochmal Podcast, auch in 10 Folgen vom FC Bayern. Wo das Ganze im Podcast-Format aufgearbeitet wird, wo aber auch nochmal andere Interviews dazukommen. Und da werden wir einfach mal reinhören. Ich weiß auch nicht genau, was uns erwartet. Wir gucken mal, ich gehe rein in die erste Folge. Ich mache darauf eine Reaction, dass ich ein bisschen was da vielleicht dazu erzähle, wenn ich irgendwas habe. Ist jetzt also nicht unbedingt irgendwas, wo ihr jetzt hier das Bild braucht mit meiner Pfanne. Aber ihr könnt euch das ja einfach nur den Sound geben, ohne hinzugucken. Und von daher würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Ribéry, Robben! Jetzt macht er sein Tor! Trauerspiel, das Marcel Reif diesen Moment moderiert. Grüße gehen raus. 89. Minute, Arjen Robben macht Der Arjen hat's gemacht. Gut. Ich hab geträumt von dir, von dieser Wembley-Nacht. Das ist die Geschichte einer besonderen Generation des FC Bayern München. Die Geschichte einer Mannschaft, die zur besten der Welt wird. A fifth time, this is their time. The brilliant Bayern Munich. Es ist auch die Geschichte einer Mannschaft, die auf dem Weg nach ganz oben... Ja, das Standing hat unsere aktuelle Mannschaft leider nicht. Oder sagen wir noch nicht. Vielleicht sind wir wieder auf dem Weg dahin, wer weiß. Aber auch das hat die Mannschaft auch nicht gehabt mit ihren 6 Double. Jetzt für mich persönlich. Klar, super starke Mannschaft, super erfolgreich gewesen unter Hansi Flick. Hat in meinem persönlichen Standing aber nicht ansatzweise das Kaliber von 2013 gehabt. ...schwere Niederschläge einsteckt. Neuer gegen Drogba. Neuer, aber er hält ihn nicht! Drogba trifft! Der FC Chelsea ist Champions League-Sieger 2012. Das tut auch ohne Bilder weh. Es war still. München war tot. Es ist die Geschichte eines Clubs, der sich neu erfindet. Die Kultur des FC Bayern ist Hunger. Man hat immer Hunger nach mehr. Immer, was ist der nächste Titel? Was ist das nächste Ziel? I'm direct, I'm honest. I can be irritated, but that's the reason. Gut, das kennen wir aus dem Video. Er passte auch irgendwie zu der Zeit zum FC Bayern. Er war eine unglaublich dominante. War der perfekte Trainer zu der Zeit. Der perfekte Trainer. Er hat so viel eingeleitet beim Verein und vorangebracht. Unglaublich. In der kurzen Zeit, wo er da war. Manchmal auch nicht vergnügungssteuerpflichtige Person, hatte seine eigene Meinung, aber er hat diesen Verein damals schon mit in Schwung gebracht. Und es ist die Geschichte einiger der größten Bayern-Ikonen und ihrer ärgsten Rivalen. Wir haben sie alle getroffen und sind dafür ein Jahr lang um die halbe Welt gereist. Nach Manchester und Barcelona, nach Madrid, Rom und Dortmund, nach Monte Carlo, Groningen und Washington D.C., an die Algarve und an den Tegernsee. Ich habe immer gespürt, wenn etwas ganz Besonderes ist. Und das ist etwas Besonderes, das man im Leben möglicherweise nie mehr erlebt. Einmal. Und das ist der Tag, an dem du da sein musst. Der Arjen und ich, wir sind gut zusammen, gute Kollegen. Gute Kollege. Aber nach dieser, ich glaube, wir sind richtig Bruder. Ich habe natürlich genau den Ball, weißt du, ich treffe ihn, fühlt dann super an und du siehst dann, dass der Ball dahin geht und du siehst und du fühlst schon, der geht wahrscheinlich rein und ja, das Besseres gibt's nicht. Das war das einzige Spiel, wo ich sage, das war so ein unglaublicher Druck, den ich verspürt habe, der keinen Spaß gemacht hat. Wir haben so eine Kraft und so eine Motivation aus den Niederlagen gezogen, dass wir alles überrannt haben. Da kommt die beste Mannschaft der Welt nach München und wir gehen mit 4-0 nach Hause. Sie alle
haben uns ihre Geschichte erzählt und von den kleinen Tricks und Spielchen. Inter is a different kind of team. Jose will come with a certain kind of approach. I knew exactly what he wanted with that. Aber am Ende konnte doch keiner diese Mannschaft auf ihrem Weg nach ganz oben stoppen. Keiner hat gemocht, keiner hat ein Wort gesagt. Im Gegenteil. Und da habe ich schon gemerkt, wir sind auf dem richtigen Weg. Es war in der Früh, als ich aufgestanden bin. Da wusste ich, heute ist der Tag, heute werden wir gewinnen. Es war unser Spiel. Punkt. Ja, und dann hat es der Ayen gemacht. Das hier ist ihre Geschichte. Die Geschichte der Generation Wembley. Folge 1. Vision. Im Mai 2013 ist der FC Bayern am Höhepunkt. Champions-League-Sieger im Finale von Wembley, die Könige Europas und nur noch einen winzig kleinen Schritt entfernt vom ersten Triple einer deutschen Mannschaft überhaupt. Aber wie kam es zum Aufstieg dieser Bayern-Generation, der Besteigung von Europas Thron? Wie hat die Mannschaft diese Dynamik und diesen unwiderstehlichen Siegeswillen entwickelt? Und wie genau sah das Innenleben des Clubs aus nach den schweren Niederlagen davor? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir nicht nur die Geschichte noch einmal ganz neu aufgerollt, sondern auch Interviews mit allen Hauptakteuren dieser schicksalhaften Jahre geführt. Ja, geil, ich mag das, ne? Wenn man aus der Zeit nochmal die alten Haudegen hören kann. Ich meine, es gibt ja noch Haudegen bei uns in der Mannschaft, wa? Neuer, Müller. 40 Protagonisten haben uns ihre Sicht der Dinge erklärt. Herausgekommen sind dabei mehr als 30 Stunden exklusives Gesprächsmaterial, überraschende und vorher nie gehörte Einblicke inklusive. Die großen Helden sind natürlich dabei. Arjen Robben und Franck Ribéry, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller und Manuel Neuer. Und weitere Spieler, die diese erfolgreiche Epoche geprägt haben. Mario Gomez und Ivica Olic, Mario Mandzukic und Javi Martinez. Die Trainer und Verantwortlichen Jürgen Klinsmann und Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Man hat eine Cleansy bei uns geformt, Alter. Bin ich ja mal gespannt, ey. Und die großen Widersacher, die dem Club auf dem langen Weg zum Triumph schwere Niederlagen zugefügt haben. Xavi Hernandez und Diego Milito, Petr Cech und Hans-Joachim Watzke, Sir Alex Ferguson und hat der Watzke uns denn für die Niederlage zugefügt? José Mourinho. Sie erzählen vom süßen Triumph und von den besonders schmerzhaften Ja, sie sind Meister geworden, aber was hat der Watzke damit zu tun? Niederlagen. Um zu verstehen, wie sich diese Generation um Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger, wie sich also diese Mannschaft entwickelt hat, muss man einige Jahre zurückschauen. An einen Tiefpunkt in der Geschichte des FC Bayern. Es ist April 2009. Der FC Bayern hat vor etwa 2 Stunden mit 0:4 beim FC Barcelona verloren. Karl-Heinz Rummenigge steht beim Bankett im großen Saal des Hotel Rey Juan Carlos und greift zum Mikrofon. Da gar nicht um den heißen Brei herumreden. Es war eine ohne Frage große Blamage, das, was wir heute Abend hier erlebt haben. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich mehr bin. Schockiert, wütend, traurig über das, was wir hier eben heute Abend gesehen haben. Es war, da braucht man nicht drum herum reden, eine indiskutable Leistung, die wir hier abgeliefert haben. Und wir haben eine Lektion bekommen. Eine Lektion, die wehgetan hat.
Ich muss mich bei Ihnen oder bei allen, die dem FC Bayern nahestehen, entschuldigen, weil das ist ein ganz bitterer Moment, den wir hier heute Abend erleben. Wir haben eine große Verpflichtung, wir sind ein stolzer Club. Dieser Stolz ist heute Abend zum Teil, speziell in der ersten Halbzeit, mit Füßen getreten worden. Ich habe unseren alten Freund Udo Lattek in der Halbzeit gesehen, den ich herzlich begrüßen darf in unserer Mitte. Der hat geweint. Ich weiß nicht, ob es Tränen der Wut oder ob es Tränen der Traurigkeit waren bei ihm, der Trauer. Ich denke beim Lattek eher der Wut. Aber es war, glaube ich, signifikant für das, was wir heute Abend leider hier gesehen haben. Dieser Abend ist ein Tiefpunkt. Ein Stich ins Herz aller Bayern. Da sind wir uns sicher alle einig. Und vielleicht ist es auch das Ende einer Illusion. Das Ende der Hoffnung, nach Jahren der Erfolglosigkeit endlich wieder in den Kreis der besten Clubs Europas vorzudringen. Diese Hoffnung löst sich in Barcelona in Luft auf. 14 Jahre später sitzen wir mit dem damaligen Barca-Anführer und heutigen Barca-Trainer Xavi Hernandez im Medienraum des FC Barcelona und lassen uns erklären, warum die Bayern im Prinzip von der ersten Minute an völlig chancenlos waren. Es ist Barcelonas neuer Stil unter Trainer Pep Guardiola, der die Mannschaft an diesem Abend so unerreichbar macht. Noch immer spricht Xavi mit großer Begeisterung und Feuer in den Augen über das Barca jener Jahre. Ich glaube, dass wir taktisch sehr gut vorbereitet waren. Wir hatten Überlegenheit im Mittelfeld mit Messi, wir hatten Eto'o vorne, wir hatten Henry, wir hatten Geschwindigkeit. Boah, allein das Dreieck, Alter, ist schon krank gewesen. Physische Stärke. Unsere Verteidigungslinie war sehr hoch. Der FC Bayern konnte kaum atmen. Wir hatten ständig den Ballbesitz. Taktisch gesehen war es perfekt für uns. Ich glaube, dieses System von Guardiola war etwas Neues. Dieses Modell wurde nachher von anderen Mannschaften auf unterschiedliche Art nachgemacht. Andere Mannschaften haben es defensiver mit mehr Umschaltspiel versucht. Ich glaube, dass Guardiola und Barca dem aktuellen, dem modernen Fußball damit eine neue Wendung gegeben haben. Denn selbst die 4 Gegentore in der ersten Halbzeit dokumentieren nur im Ansatz die tatsächlichen Kräfteverhältnisse. Nach 13 Minuten steht es 0:2, nach 43 Minuten 0:4. Dazwischen vergibt Barca ein halbes Dutzend weiterer Torchancen. Selten zuvor wurde der FC Bayern in einem Europapokalspiel derart vorgeführt. Wir wollen wissen, wie sich das damals angefühlt hat und fragen nach bei einem, der selbst auf dem Platz stand. Ich kann mich erinnern, das war ein Spiel, da hattest du keinen Hauch von einer Chance. Also so hat sich's angefühlt. Du hast auf dem Platz gestanden und hast gedacht, du spielst gegen 14 Spieler von Barcelona. Bastian Schweinsteiger steht bei unserer Begegnung auch fast 14 Jahre später noch die Ernüchterung ins Gesicht geschrieben. Du bist kaum in den Zweikampf gekommen, du hattest den Ball ganz selten und in der Halbzeitpause saßt du in der Kabine und wusstest eigentlich nicht, wie sollst du rausgehen und die zweite Halbzeit spielen. Denn bis dahin war ja erst die erste Hälfte für Schweinsteiger und seine Mitspieler geschafft. Und auch Uli Hoeneß erinnert sich heute noch mit Schrecken an die ersten 45 Minuten, die er als Manager im Camp Nou auf der Bank erlebt hat. Ich habe noch nie so viel während einer Halbzeit auf die Uhr geschaut, in der Hoffnung, dass endlich Halbzeit ist. Denn die haben schon 4-0 geführt in der Halbzeit und ich bin dem FC Barcelona heute noch dankbar, dass der Trainer ihnen offensichtlich gesagt hat, in der zweiten Halbzeit ein bisschen langsamer zu machen, damit es kein Debakel gibt. Denn jeder Angriff war fast eine Torchance für Barcelona und das war eigentlich etwas, was man mit dem Image des FC Bayern relativ schwierig vereinbaren konnte. Uli Hoeneß' Einschätzung gleich der von Bastian Schweinsteiger. Auch er ist dem Gegner fast schon dankbar, dass der es bei nur 4 Toren belässt. Glücklicherweise hat Barcelona einen Gang zurückgeschalten, das muss man echt so sagen. Und die haben uns dann nicht vorgeführt, sowas dann nicht. Das hat man aber danach gemerkt, dass der Respekt halt gegenüber Bayern München als Verein sehr groß war. Nicht die Mannschaft, sondern einzig das Renommee des Clubs verhindert also das totale Debakel.
besonders ernüchternd, Pep Guardiolas Barca. Du warst halt echt ohne Chance, ne? Du warst halt echt ohne Chance einfach. Spielt jenen Fußball, den eigentlich Schweinsteiger und Co. zeigen wollen. Gnadenlos im Gegenpressing, flink im Umschalten und kreativ mit dem Ball am Fuß. In der Schlussphase der Saison ist die Mannschaft aber davon ein ganzes Stück entfernt. Dabei waren die Hoffnungen ein Jahr davor doch so groß. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Jürgen Klinsmann kehrt zu Bayern München zurück, und zwar als Trainer. Er soll zum 1. Juli die Nachfolge von Ottmar Hitzfeld antreten. Der Verein gab heute bekannt, dass er einen 2-Jahres-Vertrag mit Klinsmann ausgehandelt hat. Dafür wird der ehemalige Nationalteamchef seinen Lebensmittelpunkt von Kalifornien zurück nach Deutschland verlegen. Dazu war er noch während der Weltmeisterschaft 2006 nicht bereit. Im Januar 2008 ist Deutschland in heller Aufruhr. Ich freue mich wie Millionen Fußballfans, dass Herr Klinsmann zurückkommt und seine Kunst zur Geltung bringt. Trudeln sogar Glückwünsche aus dem fernen Berlin ein. Ihre Absenderin ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. 240 Journalisten und über 30 Kamerateams sind zur Pressekonferenz ins Arabella Sheraton in München gekommen. Der FC Bayern stellt Jürgen Klinsmann als neuen Trainer vor. Auch die gesamte Führungsriege um Karl-Heinz Rummenigge, Karl Hopfner, Franz Beckenbauer und natürlich Uli Hoeneß ist da. Und es besteht kein Zweifel, das hier ist nicht weniger als ein Wahnsinns-Coup. Und so hört sich das damals an. Jürgen hat heute einen 2-Jahres-Vertrag unterzeichnet, beginnend am 1. Juli 2008, endend am 30. Juni 2010. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass wir mit Jürgen Klinsmann unseren absoluten Wunschkandidaten zum FC Bayern holen konnten. Er hat den Mut besessen, wirklich alte Zöpfe abzuschneiden, einen Trainerstab ganz neu. Ja, deswegen hat man ihn auch damals auch geholt. Ne? Man wollte halt neue Wege gehen. Ne? Hat leider dann nicht ganz so gut geklappt. Hätte aber auch besser klappen können vielleicht. Also es hat manchmal einfach so Zeitpunkt und ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Hier Nagelsmann, ich denke, der hätte bei uns auch besser laufen können. Ja? Und vielleicht wird er auch noch mal ein zweites Mal bei uns aufschlagen, wer weiß. Zu bestimmen und auch ich habe es gerade angesprochen, die Praktiken, die man früher im Fußball hatte, zu überdenken und neue Praktiken zu bringen. Also er ist ein moderner Trainer und mittlerweile sind viele Kollegen ihm gefolgt. Ja, also zuvordererst möchte ich einfach sagen, dass ich mich riesig freue. Da ist er, der Cleansy. Und auch geehrt fühle, Trainer beim FC Bayern München werden zu dürfen. Es gibt nur wenige Möglichkeiten, auf so einem Niveau arbeiten zu dürfen, wie es der FC Bayern bietet. Sie gehören zur Creme de la Creme im Weltfußball. Der FC Bayern ist es Nonplusultra im deutschen Vereinsfußball. Er ist das Aushängeschild schlechthin in der Welt. Wenn man über einen deutschen Club redet, dann redet man, egal in welchem Land man ist, man redet über den FC Bayern. Und das ist eine große Verantwortung, es ist eine große Herausforderung, aber natürlich auch ein Riesenreiz. Wir beim FC Bayern haben einen Mann gesucht, der eine eigene Meinung hat, der neue Wege geht, der mit jungen Leuten umgeht, der progressiv ist, der auch vielleicht zum Fußball spielen lässt. Wir glauben alle, dass wir mit Jürgen einen Trainer gefunden haben, der all diese Eigenschaften verkörpert und sind sehr neugierig und eigentlich auch stolz, dass Jürgen sich für uns entschieden hat. Die Euphorie von Rummenigge, Beckenbauer, Klinsmann und Hoeneß ist förmlich mit Händen zu greifen. Der FC Bayern geht also schon bald völlig neue Wege. Und das ist auch eine zwingend erforderliche Maßnahme. Der Club hat nicht das Geld der Vereine aus England, Spanien oder Italien. Also braucht es kreative Lösungen und innovative Konzepte.
Und wer könnte die besser entwickeln als der Reformer Jürgen Klinsmann? Er hat hier unglaublich viel angestoßen. Der Verein war ein bisschen verkrustet, gerade in Trainingsfacilitäten, in bestimmten Strukturen, die wir hier hatten. Da hat er sehr viel aufgeräumt und auch vieles neu gemacht. Das hat dem FC Bayern sehr geholfen. Dass Klinsmann nach München kommt, hat auch mit einem seltenen Vorteil bei der Trainersuche zu tun. Man hat Zeit. Schon im Spätherbst 2007 ist intern klar, dass Ottmar Hitzfeld zum Saisonende aufhören wird. Also können sich die Verantwortlichen in aller Ruhe um die Nachfolgeregelung kümmern. Ottmar hat uns erklärt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern will. Also hatten wir relativ viel Zeit. Es sollte ein vernünftiger Übergang sein, was ja eher ungewöhnlich ist in dem Geschäft. Es gibt allerdings nicht nur diesen einen Kandidaten, wie uns Uli Hoeneß verrät. Er selbst hat auch einen Jürgen im Sinn. Aber es ist nicht Jürgen Klinsmann, sondern Mainz-Trainer Jürgen Klopp. Also wir haben schon im Oktober, November gewusst, dass zum 30. Juni die Ära Hitzfeld beendet sein würde. Und damals hatte ich die, ich finde, sehr gute Idee, den Jürgen Klopp zu verpflichten, der damals ja in Mainz war und dann gerüchteweise wir gehört hatten, dass er jetzt mal eine größere Aufgabe sich vorstellen könnte. Und ich hatte kurz vor Weihnachten mit ihm telefoniert und habe ihn gefragt, ob er sich das vorstellen kann. Und er hat gesagt, ja. Und wir hatten uns verabredet für ein Telefonat nach den Weihnachtsferien um den 7. Januar herum. Beide Seiten sind also nicht abgeneigt. Klopp ist, wie hier zu hören, sogar Hoeneß Favorit. Jedenfalls bis Karl-Heinz Rummenigge eine Art Eingebung hat. Dann ist eben etwas passiert, was dramaturgisch elementar war. Der Karl-Heinz kam eines Morgens und sagte, ich habe heute Nacht eine Idee gehabt, wir versuchen den Jürgen Klinsmann zu kriegen, denn jeder hat in Deutschland von Jürgen gesprochen. Und ich habe mir gedacht, ich bin eigentlich mit dem Jürgen Klopp im Bord. Ja. Hoeneß hat Bedenken. Es dauert aber trotzdem nicht lange, da fühlen die Bayern auch beim anderen Jürgen vor, also bei Jürgen Klinsmann. Also jedenfalls, wir haben dann mit dem Jürgen, der ja damals in Los Angeles lebte, telefoniert. Du musstest ja immer nachmittags telefonieren, wegen der Zeitverschiebung 9 Stunden. Und der hat gesagt, das wäre ein Hammer. Ich brauche einen Tag zum Überlegen. Klinsmann erbittet sich ein wenig Bedenkzeit. Dann ruft der FC Bayern wieder in Kalifornien an. Am nächsten Tag haben wir wieder nach 16 Uhr angerufen und da hat er sich das vorstellen können. Und dann blieb mir die ehrenvolle Aufgabe, mit dem Jürgen Klopp zu reden und zu sagen, dass er bitte Verständnis haben sollte. Hat er dann auch gehabt, hat sich super fair verhalten. Ja, und dann hat er sich gedacht, dann gehe ich doch nach Dortmund und fick die Bayern mal richtig durch. Ja, ei. Ja, hätte, wäre, wenn und aber, wer weiß, wie es gelaufen wäre. In einem Paralleluniversum wäre der Klopp bei uns gewesen vielleicht. Wilde Anekdote. Und das habe ich ihm nie vergessen. Jürgen Klinsmann soll die Euphorie um die deutsche Nationalmannschaft nach München importieren und den Club so in den Kreis der ganz Großen zurückführen. Denn international spielt die Mannschaft damals nur noch in der 2. Liga. Nicht Real Madrid oder Manchester United heißen die Gegner, sondern Aris Saloniki oder Sporting Braga. Teilweise tritt der FC Bayern im UEFA Cup vor 8000 Zuschauern. Aber hey, war das nicht unter Klinsmann, wo wir den UEFA Cup gewonnen haben? War auf jeden Fall der Pokal, der uns noch gefehlt hat. Ne? Gehören wir zu den wenigen Mannschaften, die alle europäischen Wettbewerbe gewonnen hatten zu dem Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, war das unter Klinsmann? Nee, es war vorher, oder? Ich bin alt, Leute. Verzeiht's mir. An. Das ist die internationale Gemengelage, in die hinein die Klinsmann-Verpflichtung fällt. Umso mehr können es alle kaum erwarten, bis der Neue im Sommer die Arbeit aufnimmt. Und Jürgen Klinsmann legt dann so schwungvoll und energisch los, wie man sich das vorstellt. Wir fliegen im Rahmen der FC Bayern US-Tour nach Washington, D.C. Jürgen Klinsmann erwartet uns schon im Hotel, freudig strahlend wie immer und fängt sofort an zu erzählen.
Wir durften damals in der Übergangsphase von einer zur anderen Saison das Leistungszentrum bauen, weil die Räumlichkeiten zur Verfügung standen. Und das haben wir dann geschafft, oder das hat der FC Bayern geschafft, in 6 Wochen ein mega Leistungszentrum hingesetzt. Wir hatten, glaube ich, ein Freundschaftsspiel Anfang der Saison mit Inter Mailand und Mourinho war Trainer und der durfte dann bei uns trainieren an der Säbener. Und da hat er das Leistungszentrum gesehen und ist dann gleich zum Präsidenten von Inter gerannt und gesagt, ich will das Gleiche. So schwungvoll geht das los im Sommer 2008. Die großen Veränderungen freuen den neuen Trainer sichtlich. Sie betreffen in den ersten Wochen aber vor allem die Infrastruktur an der Säbener Straße. Das fällt auch Daniel van Beuten sofort ein, wenn er heute über die Zeit von Jürgen Daniela war auch ein guter. Ja, aber das ist vielleicht auch so, was man gar nicht so auf dem Schirm hatte, wo der Cleansy da war, dass er halt so Strukturen doch aufgerissen hat und so weiter, ne? Dienstmann in München spricht. Da hat sich der Verein ein bisschen mehr entwickelt. Damals, wo ich mir erinnere, der Trainingsgelände hat sich total entwickelt. Aber durch diese Investition, durch die Gebäude und durch das alles hat man schon gemerkt, dass die Säbener Straße sich verändert hat. Dem neuen Trainer ist es wichtig, dass die Profis gerne hier sind, weil sie werden ab sofort fast den ganzen Tag bei ihrem Arbeitgeber verbringen. Klinsmann definiert den Beruf des Profifußballers als Ganztagsjob. Um den so angenehm und kurzweilig wie möglich zu gestalten, wird ein offener Aufenthaltsbereich mit Playstation, Tischtennis und Billard gebaut. Es wird ab sofort auch viel Englisch gesprochen, in den Player Lounges und im Family Room. Es gibt Fortbildungskurse für Spieler im E-Learning Room. Das Trainergespann zieht sich ab sofort ins Coaches Office zurück und kleine Messageboards in den Spinden der Spieler listen den Tagesablauf auf. Alles ist auf eine ganzheitliche Ausbildung der Spieler ausgelegt, wozu auch Sprachkurse zählen oder der Besuch einer eigens eingerichteten Bibliothek. Das sind die wirklich wichtigen Änderungen. Die ominösen Buddhas sind es nicht. Jürgen Er hat schon viel verändert, ne? Wie wir gerade nochmal hören. Ich kann mich auch noch ein paar Sachen erinnern. Ja, er war da halt schon so amerikanisch geprägt, ne? So, da war das halt in den Sportarten eher gang und gäbe. Er hat da auf jeden Fall schon was bewegt bei uns, ne? Klinsmann betont das auch 15 Jahre später noch einmal mit Nachdruck. Habe ich nie aufgestellt, die Buddhas, nein. Das war eine Idee von dem Architekten, der das Leistungszentrum dann eingerichtet hat. Ich wusste nie was davon und habe sie dann auch gesehen, wie die Spieler am ersten Tag, als wir reingelaufen sind. Also ich hatte mit den Buddhas nie was zu tun. Der Trubel um ein paar Statuen vernebelt die Sicht auf die eigentlichen Probleme der ersten Wochen. Klinsmann startet nach der Europameisterschaft mit einem Rumpfkader in die Vorbereitung. Nur 12 Profis melden sich am Ja, das ist halt auch immer so eine Sache bei uns. Ne? Das darf man auch immer nicht vergessen. Das ist ja nicht nur einmal so, das ist ja relativ häufig bei uns sowas. Weiß ich auch nicht. Da muss halt auch mal eine bessere Regelung gefunden werden. Diese ganze Nationalmannschaftskacke. Was jetzt die Freundschaftsspiele sind, die Quali-Spiele, die Turniere. Weiß ich nicht. Da muss man mal eine einheitliche Regelung finden, so dass dann auch wirklich nochmal alle Spieler Pause haben. 4 Wochen. Bevor es dann irgendwie beim Verein wieder weitergeht. Also da muss einfach mal eine vernünftige Regelung her. Aber werden wir nicht mehr erleben, glaube ich. Es wird ja alles mehr. Champions League werden mehr Spiele. Es werden immer mehr Spiele anstatt weniger. Ja, irgendwann wirst du amerikanische Verhältnisse haben. Wirst mindestens 2 Teams, wirst wahrscheinlich 2,5 Teams haben an Spielern, damit du das überhaupt irgendwie stemmen kannst. Das ist halt wild. Das ist halt ganz wild. Ersten Trainingstag zum Dienst. Der Rest weilt im Urlaub oder ist verletzt. Es war nach der Europameisterschaft, die Spieler kamen zu verschiedenen Zeiten zurück und da waren Verletzungen da. Also ich glaube, Franck Ribéry war verletzt und Luca Toni war verspätet. Also es ging alles sehr schleppend los. Das deutlich vergrößerte Trainerteam kann also noch gar nicht richtig loslegen. Es tummeln sich der Ohrenschrauber zeitweise fast mehr Trainer und Betreuer auf dem Platz als Lizenzspieler. Denn ja, das hat er halt auch mitgebracht aus Amerika, ne? Auch das ist eine Maßnahme, die der neue Trainer beim FC Bayern durchsetzt. Der Stab an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wird deutlich größer und internationaler. Die Idee hier war, Jürgen zu holen. Er hatte ja eine sehr erfolgreiche Weltmeisterschaft gespielt mit Deutschland. Und ich glaube im Nachhinein, dass das Team Jürgen Klinsmann war ja
schon für damalige Verhältnisse von der Quantität, also es waren ja mehrere Leute, waren Amerikaner dabei, Fitnesstrainer, Techniktrainer und alles, viele Amerikaner. Das Team war grundsätzlich gut. Der Mexikaner Martin Vázquez und der Brasilianer Marcelo Martins werden Klinsmanns Co-Trainer. Der neue Chef-Scout Nick Tesloff kommt aus den USA. Der Kanadier Darcy Norman übernimmt den Reha-Bereich. Zum inneren Zirkel gehören außerdem Torwarttrainer Walter Junghans und Philipp Laux, der erste Mentalcoach überhaupt beim FC Bayern. Klinsmanns ehemaliger Mitspieler Christian Nährlinger wird Teammanager. Insgesamt kümmern sich fortan 11 Mitarbeiter quasi rund um die Uhr um die Mannschaft. Und doch fehlt dem neu formierten Staff eine entscheidende Zutat, wie uns Karl-Heinz Rummenigge erklärt. Wir haben einen Fehler gemacht beim FC Bayern, vielleicht ich sogar exklusiv. Wir hätten einen Jogi Löw an der Seite von Jürgen Klinsmann gebraucht. Jetzt böse zu sagen, einen, der wirklich Ahnung von Fußball hat. Eieiei. Ja, der Cleansey war halt immer mehr Teamchef wie Trainer. Ich glaube, so kann man das nennen, ne? Was er ja bei der Nationalmannschaft gut gemacht hat. Bei uns hat auch versucht, viele Strukturen geändert und so, aber es hat bei uns halt nicht so gefruchtet. Früh in der Saison zeichnen sich mehrere Muster ab. Die Bayern marschieren problemlos durch die Champions League, legen mit 4 Siegen und 2 Remis die bis dato beste Gruppenphase Da war der UEFA Cup nicht unterm Cleansey, haben wir das vorher, ne? ihrer Clubgeschichte hin und ziehen als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. In der Bundesliga stockt dagegen der Motor. Es fehlt die Konstanz in den Leistungen und bei den Ergebnissen. Bundesliga war schleppender als Champions League, war eigentlich ohne Probleme. Also es war wirklich phänomenal, wie die Jungs da gespielt haben. Die Bundesliga-Saison bleibt aber ein stetes Auf und Ab. Und es scheint sich ein neuer Rivale zu etablieren. Die TSG Hoffenheim überrascht die Konkurrenz mit einer Art Fußball, die Klinsmann eigentlich für seine Mannschaft vorgesehen hat. Der Aufsteiger etabliert in kurzer Zeit einen klar erkennbaren Markenkern. Etwas, das den Bayern noch abgeht. Vielleicht sind Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß auch deshalb so gereizt und attackieren den Emporkömmling kontinuierlich. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass sich Hoffenheim sogar beim FC Bayern bedienen will. Hinter den Kulissen bahnt sich der Transfer eines bis dahin kaum beachteten Bayern-Spielers an, der bisher nur wenige Minuten bei den Profis spielen durfte. Hoffenheim ist scharf auf einen gewissen Thomas Müller. Der ist damals aber noch gar kein festes Mitglied in Klinsmanns Kader. Das erzählt er uns aber am besten selbst. Ich habe mich nicht als Teil der Profimannschaft gefühlt. Am Anfang ja, ich dachte schon, oh, gute Vorbereitung, der Trainer nimmt mich gleich zum ersten Spiel mit auf die Bank. Ja, echt cool und so. Danach, aber nach dem Spiel, ging 2-2 aus, ich habe 10 Minuten gespielt. Danach habe ich aber nicht mal mehr oben trainiert. Trotzdem macht Hoffenheim dem Angreifer heftige Avancen. Auch deshalb ist das erste... Ja gut, das ist natürlich nochmal ein anderer Steppi, dass du da nicht mehr trainierst. Ja, aber so könnt ihr halt auch die aktuellen Jugendspieler bei uns sehen. Ne? Die werden sich ein bisschen ähnlich fühlen, denke ich. Was aber auch, ja, gerade in der heutigen Zeit nochmal ein bisschen, ich habe es ja in meiner Reaction dazu im Interview von Uli Hoeneß gesagt, ein bisschen normaler ist. Ne? Ich denke, heute ist es nochmal schwieriger, Jugendspieler bei uns. Also jetzt bei uns zu sagen, so ein Louis van Gaal-Move zu machen, so bam, hier, ihr 3, bam, ihr seid jetzt meine Stammspieler. Schwierig, nicht unmöglich, definitiv nicht, aber ja, brauchst du schon ordentlich Balls und natürlich auch die Rückendeckung vom ganzen Verein. Wa? Aufeinandertreffen beider Clubs im Vorfeld ziemlich aufgeladen. Auf ein paar Münchner Provokationen folgt die Replik von Hoffenheims Trainer Ralf Rangnick, der den Bayern kurz vor dem Spiel zwar flotte Sprüche attestiert, aber auch sagt, wenn sie flotten Fußball sehen wollen, dann müssen sie nach Hoffenheim kommen. Die Antwort der Mannschaft ist dann aber ganz nach Bayern-Art. Luca Toni trifft in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg. Es ist das emotionale Luca Toni war immer gut für späte Tore. Highlight der bisherigen Saison.
schleppend in der Bundesliga bis zum Höhepunkt kurz vor Weihnachten, als wir dann Hoffenheim geschlagen haben in der letzten Minute mit Luca Toni. Und dann waren wir oben mit dran. Es ist das scheinbar versöhnliche Ende einer turbulenten ersten Saisonhälfte. Eine Woche nach dem Höhepunkt gegen Hoffenheim verspielt der FC Bayern aber die mögliche Herbstmeisterschaft beim Remis in Stuttgart. Gegentor in der Nachspielzeit. Und schon wieder ist die gute Stimmung dahin. Ja, das ist ja auch, was ich sage, du musst auch so ein bisschen das Momentum bei uns haben, ne, als Trainer. Das ist halt echt so. Die Winterpause ist 7 Wochen lang. Das Trainingslager in Dubai wird eine Art zweiter Anlauf, den Klinsmann-Ideen näher zu kommen. Zu Hause in München treffen die Verantwortlichen in der Zwischenzeit eine wichtige Entscheidung. Hoffenheim umgarnt Thomas Müller immer heftiger, will zumindest ein Leihgeschäft einfädeln. Das große Talent im besten Fall sogar fest verpflichten. Die Bayern rufen 3 Millionen Euro Ablöse auf. Eine Menge Geld für einen Nachwuchsspieler mit der Empfehlung von nur 11 Spielminuten bei den Profis. Müller und dessen Berater Wickerl Kögel sollen sich mit Hoffenheim trotzdem schon grundsätzlich einig sein, heißt es damals. Aber wie war das denn wirklich, Thomas Müller? Zumindest gab es die Anfrage und ich hatte damals auch eben Interesse, den nächsten Schritt schon zu gehen, in die Bundesliga zu kommen und da auch Spielzeit zu bekommen. Letztlich scheitert der Wechsel aber nicht am Spieler, an Hoffenheim oder an Jürgen Klinsmann. Es ist Hermann Gerland, Müllers Trainer bei der zweiten Mannschaft. Haben wir ja schon im Stream besprochen, ne? Der Herland geht uns halt einfach ab. Ne? Es wird Zeit, dass da so ein neuer, ich weiß nicht, wer den Job da aktuell so inne hat, aber wenn der Hermann gesagt hat, so ist das, dann ist das so. Da war das so. Punkt. Da wurde auch nicht mehr diskutiert. Das war unser Oberguru, was die Jugend anbelangt, und dann war Ruhe. Ne? Und dann war gut. Fertig. Sowas fehlt heute halt. Der in Uli Hoeneß Büro ein energisches Veto einlegt und sich in unserem Gespräch so daran erinnert. Dann stand ein Verkauf nach Hoffenheim, ich weiß nicht, für 3 Millionen oder weiß ich was, hatten die geboten. Und dann bin ich hoch und habe gesagt, Uli, pass mal auf, bitte verkauf Thomas Müller nicht. Ne? Und das war nicht so einfach. Da war nicht so, dass er war, ja, Hermann hast recht, sondern dann willst du mir sagen, dass Thomas Müller uns in der Champions League weiter schießt. Ich sage, woher soll ich das wissen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie der vor 70.000 funktioniert, aber der schießt Tore. Herrlich, ey. Gerland live. Alter. Der hat eine Nase, der schießt Tore, der ist immer da. Der ist laufstark, der kann köpfen, der will lernen, der ist immer da. Ich wusste, der Junge war gut und da gehe ich hin und ich war Verteidiger. Ich habe auch meine Spieler verteidigt, wenn ich da oben war. Ich bin nicht umgefallen. Ich wusste, der ist gut. Und Uli Ich sag ja, das ist, glaube ich, heute auch so ein Puzzleteil, was uns fehlt. Ja? Dass du nicht mehr so einen energischen hast, der sagt, hier, ich stehe dafür gerade, der wird ein Junge, hier, der muss gefördert werden und so. Ja, ich glaube, das geht uns heute schon ab. Hoeneß weiß, auf den Hermann Gerland und dessen Expertise kann er sich fast immer verlassen. Hermann hat ja relativ frühzeitig gesagt, der wird einer oder wird keiner oder der wird Nationalspieler. Seine Quote war sehr hoch. Im Winter 2009 ist diese Episode allenfalls eine Randnotiz für die Entwicklung der Bayern in den Jahren danach, aber ein ganz entscheidender Mosaikstein. Das sieht auch Müller selbst so. Die Bayern-Fans, ich persönlich und auch der Club sind, glaube ich, ganz zufrieden, wie es in der Nachschau gelaufen ist. Auf jeden Fall. Für Thomas Müller läuft es tatsächlich ziemlich gut. Im Verlauf der Rückrunde kommt er nicht nur öfter zum Zug, sondern erzielt in der Champions League gegen Sporting Lissabon auch gleich sein erstes Tor bei den Profis. Ich habe wirklich aus 1,50 Meter den Ball über die Linie schieben müssen. Ja, Tor ist Tor, keine Frage. Deswegen gab er auch dann einen Jubel in der Arena und der Name wurde groß bekannt. Ich glaube, ich erinnere mich sogar noch. Meine Frau hat einen Kuss bekommen nach dem Spiel. War eine gelungene Veranstaltung, ganz klar. Auch für Müllers Trainer, denn Jürgen Klinsmann sieht sich in seiner Entscheidung für den jungen Spieler bestätigt. Da war es für mich natürlich super spannend, gerade den Thomas mit reinzubringen in die erste Mannschaft und ihn dann praktisch ein Champions League Debüt zu geben gegen Sporting Lissabon und das, wenn er einen reinschmeißt und der vergisst man auch immer so, dass der Cleansy das gemacht hat, ne? Kann man ja fairerweise auch mal sagen, ne? Auf Champions League-Ebene dann gleich das dir mit dem Tor dann wiedergibt, dann gibt es nichts Schöneres für einen Trainer.
Allerdings läuft es für die Mannschaft nicht ganz so optimal wie für Müller. Die Probleme der Vorrunde haben auch in der zweiten Saisonhälfte weiter Bestand und kulminieren bei der 1:5-Klatsche in Wolfsburg. Aber die sind schon... Ich hab direkt die Bilder im Kopf. Den Grafitsch, Alter, lass es sein. Da vorne unterwegs mit Grafit. Matthäus uns gedemütigt in dem Spiel, oder? Hey, was für ein Tor! Unglaubliches Tor! Weltklasse-Tor! Das hat Wolfsburg noch nicht erlebt. Ja. Und der FC Bayern auch nicht. Ja. Die komplette Saison steht jetzt auf dem Spiel. Klinsmanns Kreditlinie ist nach der Niederlage in Wolfsburg fast vollständig aufgebraucht. Das macht die Aufgabe 4 Tage später in Barcelona nur noch schwerer. Die Probleme türmen sich in den Stunden vor dem Anpfiff im Camp Nou nur so auf vor Klinsmann. Mit Lucio und Daniel van Beuten fallen 2 Innenverteidiger aus. Lucio war auch Maschine, ey. Leck mir. Und Daniel auch, aber auf eine andere Art und Weise. Aber am Spieltag selbst muss auch noch Philipp Lahm passen. Der FC Bayern soll mit einer völlig neu formierten Viererkette gegen eine der besten Angriffsreihen der Welt bestehen. Und dazu beschließt der Trainer den einen Wechsel innerhalb einer Mannschaft, der für gewöhnlich für das meiste Aufsehen sorgt. Für Michael Rensing steht Routinier Hans-Jörg Butt im Tor. Für Außenstehende kommt der Wechsel überraschend, für Hans-Jörg Butt aber nicht. Ja, ich denke, das war schon eine gewisse Entwicklung. Das war jetzt intern sicherlich nicht eine so große Überraschung. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die ganze Saison gut trainiert. Sportlich lief es von der Mannschaft halt insgesamt nicht so gut. Und ja, ich denke, dass dann auch intern da mal drüber diskutiert wurde, auch irgendeinen erfahrenen Torhüter dort ins Tor zu stellen. Weil ich glaube schon, dass man, gerade wenn es nicht so läuft, mit einer gewissen Routine dann auch eine gewisse Ruhe in die Mannschaft bringen kann. Auch wenn das natürlich in Barcelona schwierig ist, sofort sowas umzusetzen. Klinsmann jedenfalls denkt schon länger über einen Wechsel auf der Torhüterposition nach. Und er erklärt den Tausch heute so. Für Michael Rensing war es wahnsinnig schwer, dieses Jahr 1 nach Oliver Kahn. Es war eine große Bürde für ihn, praktisch nach dem Oliver jetzt da, dieses Loch zu füllen. Er hat einfach nie die Konstanz aufbauen können. Das Problem werden wir sehr wahrscheinlich auch nach Manuel Neuer haben. Sei denn, wir werden irgendwie tief in die Tasche greifen und irgendeinen gestandenen Torwart holen, der schon richtig Erfahrung hat. Aber ansonsten wird das auch eine richtig harte Nummer werden. In seinen Leistungen, das ist aber auch menschlich komplett verständlich. Und wir haben immer gehofft, wir haben immer während der gesamten Saison diskutiert, soll man ihn weiter spielen lassen, einfach durchziehen, den Jungen durchziehen, dass er irgendwie dann rauskommt, reift und so beständig wird. Hoffentlich dann in der Zukunft, wie es die großen Torhüter des FC Bayern immer waren. Und da kam aber irgendwann dann halt in dem Frühjahr zur Erkenntnis, sagt er packt vielleicht doch nicht. Na, die Nummer ist halt vielleicht ein bisschen zu. Ja, er war super unsicher immer, ne, der Rensing. Rensing war nicht so der Burner. Also vom Kraft habe ich damals ein bisschen mehr gehalten. Hat's ja dann leider auch nicht gepackt. Hat aber auch viele Anlagen gehabt. Hat's aber auch danach nicht mehr weit gebracht, weil er beim FC Bayern weg war. Rensing aber auch nicht, ne. Egal, die waren noch ein paar Stationen in der Bundesliga gehabt. Ja. Ist halt so. FC Bayern ist halt nochmal ein anderes Maß einfach. Ne? Zu groß. Ohne ihm irgendwas abzusprechen. Und mit dem Hans-Jörg Butt hatten wir hatten ja eine sichere Nummer 2. Der Hans-Jörg hat die Erfahrung, ist ein super Typ, hält die Kabine zusammen, ist auch in der Kabine einer der Wortführer, ist sehr intelligent. Und da kann man einfach zu dem Punkt sagen, wir brauchen jetzt einfach Erfahrung, wir brauchen Ruhe. Klinsmann hofft auf... Irgendwas musst du changen dann, ne, wenn du so eine Phase hast. Und die Argumente mit Erfahrung und so weiter, denke ich, sprechen auch für sich. Erfahrung und Ruhe im Tor. Aber leider hilft dem FC Bayern im Camp Nou auch diese Maßnahme nicht. Da sind zu viele Verletzte, da ist zu wenig Selbstvertrauen. Und auf der Gegenseite eine Mannschaft, die vor eigenem Publikum eine Offensivwucht entfachen kann, wie keine andere zu dieser Zeit.
Wenn Barcelona einen super Tag hat, dann ist Barcelona Barcelona. Und gerade zu dem Zeitpunkt waren die einfach absolut auf dem Höhepunkt. Aber dennoch, also wir waren da schon brutal eingeschlagen, jetzt von der Formation her da reinzugehen, vor 90.000 dann und vielleicht einen Punkt zu holen oder einen Unentschieden da zu holen. Die Jungs, die gespielt haben, die haben versucht, was sie konnten. Aber natürlich hätten wir die Verletzung nicht gehabt. Auch das Selbstbewusstsein wäre ein ganz anderes gewesen dann. Bisher war die Königsklasse der Wettbewerb, in dem immer alles wieder gut wurde. Eine Wohlfühloase, in der die Mannschaft ihr wahres Potenzial ausschöpft und an ihre Grenzen geht. Auch deshalb ist das 0:4 in Barcelona mehr als nur eine Niederlage. In München-Gern treffen wir Philipp Lahm. Und zwar im Vereinsheim seines Jugendclubs, der Freien Turnerschaft Gern, kurz FT Gern. Das Vereinsheim vermittelt einen sehr rustikalen Eindruck. Anders als die Mannschaft 14 Jahre zuvor im Camp Nou. Also wenn man als FC Bayern 4-0 verliert, da weiß man, was geschlagen hat und eben deutlich. Also es war jetzt nicht, dass wir überlegen waren oder so, sondern halt Barcelona war haushoch überlegen und wahrscheinlich jetzt auch noch höher ausgehen können. Und klar öffnet solche Duelle, glaube ich, dem Verein auch immer die Augen. Wo will man eigentlich hin? Was will man eigentlich erreichen? Das heißt beim FC Bayern immer das Maximale. Das heißt auch in der Champions League erfolgreich zu spielen. Da misst man sich mit dem Besten. Und wenn man dann in Barcelona 4-0 untergeht, weiß man, das ist noch ein weiter Weg bis dahin. Und auch an Bastian Schweinsteigers Worten erkennt man ganz gut die Tragweite der Niederlage und dass sich unter den Spielern eine gewisse Ernüchterung breit macht. Wir haben mit der Nationalmannschaft 2006 einen Erfolg gehabt bei der Weltmeisterschaft, bei der Europameisterschaft 2008 sind wir bis ins Finale gekommen. Und mit Bayern sind wir noch nicht wirklich an der Position gewesen, um zu sagen, ja, wir können die Champions League gewinnen. Und gerade so ein Spiel wie gegen Barcelona, das hat schon die Augen geöffnet, wie weit man davon noch entfernt ist. Der FC Barcelona steht in diesem Moment lediglich stellvertretend für die immer noch übermächtige Konkurrenz auf internationaler Bühne. Nur einer glaubt in seinem unbändigen Optimismus noch an das Unmögliche. Jürgen Klinsmann, der erinnert sich. Selbst nach diesem verrückten 4-0 in Barcelona hatten wir immer noch diskutiert unter uns, dass wir können das Ding noch drehen. Wir brauchen nur ein 1-0 in der ersten halben Stunde in der Allianz Arena und wir machen vielleicht ein Wunder wahr. Aber in dieser Nacht, unmittelbar nach dem Debakel von Barcelona, schreiben alle anderen die Champions League schon ab. Auch Karl-Heinz Rummenigge bei seiner Bankettrede, in die wir zu Beginn der 4-0 gegen so eine Mannschaft ist ja nicht so, dass die Mannschaft im Rückspiel nicht mehr spielen will. Ne? Also das war schon, Barcelona war zu der Zeit schon eine brutale Mannschaft. Folge schon einmal reingehört haben. Mit dem Ergebnis, das ist klar, da sind wir aus dem Wettbewerb ausgeschieden und es gilt jetzt natürlich in dieser schweren Stunde trotzdem zu versuchen, rational zu bleiben, die Dinge nicht überdrehen, vor allen Dingen auch keine spontan unsinnigen Entscheidungen zu fällen. Weil der VfL Wolfsburg erst einen Tag später in Cottbus spielt, bietet sich der Mannschaft im Heimspiel gegen Schalke die Chance, mit einem Sieg Druck auf den Kontrahenten aufzubauen und in der Tabelle sogar an Wolfsburg vorbeizuziehen. Es ist der 29. Spieltag. Noch ist Jürgen Klinsmann im Amt. Es ist seine allerletzte Chance. Das Spiel geht 0:1 verloren. Der FC Bayern entlässt Jürgen Klinsmann. Wir haben uns heute Morgen um 9:30 im Büro von Karl-Heinz Rummenigge getroffen und der gesamte Vorstand hat ihm diese Entscheidung mitgeteilt. Er war, denke ich, schon überrascht, denn ich nehme an, dass er nach der Niederlage von Wolfsburg in Cottbus vielleicht damit gerechnet hatte, dass wir das doch nochmal aufschieben würden. Aber unsere Entscheidung kann in dieser Phase der Saison nicht davon abhängig sein, dass die tollen Cottbuser gestern sensationell gegen Wolfsburg gewonnen haben, sondern wir müssen uns die Frage... Das wäre ja auch ein Armutszeugnis, wenn man sagen würde, ach ja, jetzt haben die doch verloren. Nee, dann lassen wir es noch weiterlaufen. Also, sehr schwach. Was sehen wir auf dem Platz? Und zwar auf unserem eigenen Platz. Und das war einfach in den letzten Wochen seit Weihnachten bis auf wenige Ausnahmen einfach nicht das, was wir uns vorgestellt haben. So begründet Uli Hoeneß damals die Entscheidung. Wir waren in einem Jahr vorher an 34 Spieltagen Tabellenführer. Wir haben jetzt noch 5 Spiele in dieser Saison zu laufen.
Wir waren in dieser Saison noch nicht einmal Tabellenführer. Das ist einfach für uns und speziell für unsere Fans, und das zeigen sie fast jeden Samstag in der Allianz Arena, zu wenig. Das war's also. Exakt 300 Tage Klinsmann beim FC Bayern sind damit Geschichte. Der schnell geschiedenen Ehe widmet die ARD am Tag von Klinsmanns Freistellung sogar noch einen Brennpunkt zur Primetime unmittelbar nach der Tagesschau. Das umreißt die Dimension, die diese Meldung damals hat. Klinsmanns Nachfolge bis zum Saisonende tritt der frühere Bayern-Trainer Jupp Heynckes an. Ihm zur Seite steht Hermann Gerland. Heynckes soll jetzt die, ich zitiere, psychologische Barriere beiseite räumen, sagt Karl-Heinz Rummenigge. Die Bayern können Heynckes auch deshalb so schnell für sich gewinnen, weil ihnen der Zufall ein wenig in die Karten spielt. Was da, wo auf Schalke vorher war? Am Tag, bevor wir die Entscheidung mit Jürgen Klinsmann getroffen haben, war er in München im Stadion. Viele Leute haben gesagt, ja, der Hoeneß, der hat den da eingeladen. Überhaupt nicht. Das war Wochen, ich glaube fast monatelang vorher festgelegt, dass er zu Besuch kommt zum Spiel. Und das Verrückte war, der war am Samstag beim Spiel und ist am Sonntagmorgen nach Düsseldorf geflogen. So gegen 11 oder 12 oder 1. Und wir haben uns um 2:30 in München getroffen. Der Karl-Heinz, der Karl Hofner und ich. Und wir hatten noch keine richtige Idee. Ja? Und dann kam einer und sagte, warum nehmen wir nicht den Jupp? Da habe ich gesagt, der verrückt, der war gestern da. Da hätte man gleich da behalten können. Und dann haben wir geschaut, wo er ist. Da war er noch im Flieger. Als er gelandet ist, haben wir ihm gesagt, ob er nicht am nächsten Morgen wieder nach München kommen könnte. Und so hat sich das dann entwickelt. Ja. Das hat uns keiner geglaubt, dass das nicht von langer Hand vorbereitet war. War es aber überhaupt nicht. Es war wirklich so, dass der mit anderen Freunden noch zusammen hatten wir gesagt, wir treffen uns zum Schalke-Spiel. Manchmal ist es so, ne? Manchmal ist es Zufall. Zu Hause. Er war da und ist unverrichtete Dinge, ohne dass einer auch nur ein Wort über dieses Thema gesprochen hatte, nach Hause geflogen. Und als er gelandet ist, war er schon Trainer von Bayern München fast. Ein Anruf genügt. Die alte Connection zwischen Hoeneß. Ist auch geil, oder? Als er gelandet war, war er eigentlich schon Trainer vom FC Bayern. Er wusste es nur noch nicht. Und Heynckes funktioniert einfach immer noch einwandfrei. Heynckes übernimmt den FC Bayern. Gehalt möchte er hierfür nicht. Er hat Leute, das ist, was soll man dazu noch sagen, oder? Guckt euch den Julian Nagelsmann an, der jetzt für ein paar Monate die Nationalmannschaft übernimmt, was der an Gehalt haben möchte. Da sieht man, ja. Keine Cent Gage bekommen. Wir hatten nur vereinbart, dass er eine Prämie bekommt, wenn wir die internationalen Wettbewerbe schaffen. Und das haben wir ja dann Gott sei Dank geschafft. Heynckes rettet die Saison. Zwar reicht es nicht mehr ganz für die Meisterschaft, am Ende steht aber Platz 2 und damit die direkte Qualifikation für die Champions League. Das Worst-Case-Szenario mit noch einer Saison in der Europa League ist abgewendet. Auf der anderen Seite hat die Mannschaft die gewünschte Entwicklung aber nicht genommen. Warum hat das nie so richtig funktioniert zwischen Klinsmann und dem Team? Wir fragen Bastian Schweinsteiger. Man muss natürlich auch unterscheiden. Das eine war mit der Nationalmannschaft und das andere ist ein Vereinsfußball. Das ist, glaube ich, sind zwei unterschiedliche Stiefel. Ist auch so, das kannst du nicht vergleichen. Ne? Wenn du selbst andersrum, wenn du vom Verein kommst und Nationaltrainer wirst, kannst du das auch nicht vergleichen. Ne? Weil dann hast du natürlich viel, viel weniger Impact, bis vielleicht bei so einer Turniervorbereitung dann, wo du 2-3 Wochen vielleicht hast. Du hast keine tägliche Arbeit, du hast keinen täglichen Einfluss auf die Spieler. Und andersrum, ja. So. Cleansey hatte sein Oberco, der da alles gemacht hat. Cleansey war so der Teamchef-mäßige unterwegs. Und beim FC Bayern war er dann, trotz seiner 20.000 Co-Trainer da, dann jeden Tag in der Verantwortung. Und wie gesagt, er hat ja auch ein paar Dinge gut gemacht. Ein paar Sachen angestoßen. Aber ja, dass er jetzt irgendwie der Übertrainer ist, das Trainergenie oder sowas, er wurde halt auch einfach viel zu hoch gehypt. 2006. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Also. Ja, so ist es halt. Ich glaube, dass Jürgen Klinsmann auch von Jogi Löw als Co-Trainer profitiert hat. Ja, das ist, was ich gerade sagte. Ne?
Da hat wahrscheinlich der Yogi mehr die Arbeit gemacht, ohne jetzt einen Cleansy da irgendwas absprechen zu wollen. Er ist natürlich schon, hat so Fußball-Sachverstand und so weiter, da wollen wir gar nicht drüber reden. Aber ja, so ein Yogi hat da schon seinen Riesenanteil zu beigetragen. Und das ist ja auch, was Karl-Heinz Rummenigge vorhin sagte, so. Das war vielleicht der Fehler, den er gemacht hat, dass er nicht so ein Yogi oder sogar den Yogi als Oder mit hingestellt hat. Damals bei der Weltmeisterschaft, Jürgen Klinsmann hat eine unglaubliche Fähigkeit, Menschen zu motivieren und ja, gerade auch mit den Stürmern zu arbeiten. Das hat man gesehen, dass er ein Vollblutstürmer war, einer der Besten in seiner Zeit damals. Aber es ist dann doch noch was anderes bei Bayern München und bei einer Mannschaft zu spielen, eben, wo du von Woche zu Woche immer gewinnen musst. Das schafft Jürgen Klinsmann mit den Bayern nicht. Das Tagesgeschäft frisst den Trainer und seine auf lange Sicht konzipierten Ideen förmlich auf. Jürgen ist ja ein unglaublich ehrgeiziger, smarter Bursche und es hat dann einfach, die Vorstellungen vom Fußball haben nicht gepasst. Das hatte aber gar nichts mit Zwischenmenschlichen zu tun. Wir hatten bis zum Schluss ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und muss ja auch nicht immer was mit einem Zwischenmenschlichen zu tun haben. Ne? Das ist Leistungssport und ja, am Ende des Tages wirst du an den Ergebnissen gemessen oder an der Spielweise oder ansonsten Kriterien. Aber das heißt ja nicht, dass man dann nicht irgendwie Freund sein kann oder im Guten auseinandergeht oder so. Wenn es einfach nicht passt, dann passt das einfach nicht, wenn es um Fußball geht. Ja? Das heißt ja nicht, dass man dann ihn als Arschloch sieht oder sonst was. Ja? Ich glaube, das ist auch immer so eine große Stärke beim FC Bayern gewesen, glaube ich, ne? Was weiß ich, ob seine Art Fußball spielen zu lassen möglicherweise in 1-2 Jahren sich auch durchgesetzt hätte. Aber Sie wissen ja selbst, beim FC Bayern hat man nach so einer Demütigung... Dasselbe mit Nagelsmann, ne? Obwohl das natürlich jetzt nicht so krass war, wie es beim Cleansy war jetzt. So, von den Ergebnissen, wir waren ja dann noch gut dabei. Aber auch ja, hätte ihm vielleicht einfach die Zeit geben sollen, ne? So einem Debakel nicht die Zeit zu sagen, so, das verkraften wir schon. Klinsmann fehlen die Ergebnisse, auch deshalb muss er gehen. Und doch bleibt auch etwas zurück. Der Ausbau der Infrastruktur, der neue Arbeitsethos. Für die Zukunft des FC Bayern bleibt da einiges hängen. Aber er hat schon auch viel verändert bei uns. Also auch die Trainingseinheiten, die Trainingsinhalte, auch die Vorbereitung, da ist schon der Einfluss von ihm auch gekommen und aus seiner Erfahrung auch in Amerika, das ein bisschen rüber zu transportieren nach Europa. Ich glaube, da hat nicht nur Bayern profitiert, sondern auch viele andere Mannschaften. Und auch Klinsmann selbst scheidet nicht gänzlich im Unfrieden, sondern nimmt aus seinem zweiten Engagement in München auch positive Dinge mit. Die Kultur des FC Bayern ist Hunger. Man hat immer Hunger nach mehr. Immer, was ist der nächste Titel? Was ist das nächste Ziel? Also immer dieses Gewinnen müssen für sich selbst. Das zeichnet diesen Club aus und diese Kultur wurde aufgebaut über 30, 40 Jahre hinweg. Und ich glaube, das ist einfach phänomenal. Und deswegen war es für mich eine ganz, ganz spannende Erfahrung, eine sehr lehrreiche Erfahrung. Für die bin ich immer dankbar und verfolge den FC Bayern nach wie vor. Klinsmann hat im Kleinen also durchaus geholfen. Die großen, die übergeordneten Fragen stehen für den FC Bayern aber weiter im Raum. Ich glaube, dass man die Entwicklung eben, wohin geht's eigentlich? Wohin geht's mit der Mannschaft? Wohin geht's mit dem Verein? Das war nicht ganz klar. Das sagt Philipp Lahm und deutet damit an, inhaltlich hat sich der FC Bayern nur sporadisch entwickelt. Der neue Ja, und da muss man sagen, haben wir aktuell auch wieder so eine Phase. Ja? Ich meine, gut, aktuell jetzt haben wir die Kurve gekriegt, ergebnistechnisch und alles gut. Aber aktuell hat man auch gerade jetzt zum Start der Saison so das Gefühl gehabt, wo stehen wir? Was ist unsere Philosophie? Wo wollen wir hin? Wie wollen wir Fußball spielen? Da wird diese Philosophie gepredigt mit, wir wollen Talente mehr einbinden, wir verpflichten einen Freund und so weiter. Und fußballerisch passiert das halt gar nicht. Das werden auch spannende Monate und vielleicht 1-2 Jahre werden jetzt. Ne? Bin sehr gespannt. Hat nicht wie erwartet funktioniert. Aber der Club ist nur eine Personalentscheidung vom ersehnten Das Schlimme ist ja, aktuell, jetzt die letzten 3 Spiele haben mir Hoffnung gegeben, auf jeden Fall. Ja, also von der Einstellung her und so weiter. Aber auch aktuell
wären wir dafür gut, auswärts gegen eine starke Mannschaft so ein Ergebnis einzufahren wie in Barcelona. Ja. Man hat nicht mehr so das Gefühl, dass man so einbricht wie letzte Saison. Aber ich glaube, mit ein bisschen Pech und so weiter bist du dafür gut. Ja. Der Vorteil zu dieser Phase, was wir aktuell haben, ist, dass es umgekehrt genauso ist. Wir sind aber auch genauso gut gegen eine Übermannschaft, in Anführungsstrichen, auch so ein Ergebnis selber zu erzielen, wenn wir einen guten Tag haben. Ja, das ist so der Unterschied zu dieser damaligen Situation. Da hattest du das Gefühl nicht. Ja. Aber dass wir jetzt schon irgendwie so super konstant sind, ja, von den Ergebnissen her schon. Wie gesagt, die letzten 3 Spiele jetzt, die waren auch wirklich konstant gut. Kann man nur hoffen, dass dieser Weg weitergeht, auch nach der Nationalmannschaftspause. Aber es ist auf jeden Fall aktuell auch eine spannende Thematik bei uns. Schwung entfernt. Denn auch Philipp Lahm wird bald einen neuen Trainer beim FC Bayern erleben. Und zwar einen, der ganz genau weiß, wohin es mit der Mannschaft und dem Verein gehen soll. Einen Meister der klaren Vision und der klaren Ansagen. Ein dicker Kuss für die Mutti. Ja, für alle Mutti. Das alles in der nächsten Folge von Generation Wembley. In der nächsten Folge kommt der Mannschaft und so hat es gebraucht. Jemanden, der klare Vorgaben auch gibt. Das war wichtig zu dem Zeitpunkt. Hat uns allen, würde ich sagen, auch eine Orientierung gegeben. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt ist eben auch etwas entstanden. Du hast sofort gemerkt, oh mein Gott, vorne, das funktioniert super gut. Doppelpass, Boom, Tor. Das war der Anfang eigentlich von der großen Geschichte, dann von der Erfolgsgeschichte. Ich werde nie vergessen den ersten Tag, als er in die Kabine kam und allen Hallo gesagt hat. Und er nimmt meine Hand und ich sage Hallo. Dann läuft er weiter, dreht sich um, kommt zurück und sagt, wer sind Sie? Der Gomez hat echt keinen leichten Start gehabt und dann Louis, Alter. Wer sind Sie? Und dann habe ich ihn angeguckt und er hat meine Hand geschüttelt und gesagt, ich bin Louis van Gaal. In Volland stellen wir uns vor beim ersten Kontakt. Mia san Mia. Wir sind wir. Und ich bin ich. Einfach sympathisch. Generation Wembley ist ein Podcast vom FC Bayern in gemeinsamer Produktion mit den WakeWord Studios in München. Die Idee und die Interviews mit den 40 Protagonisten kommen von Dominik Bayer. Skripte und Texte von Stefan Rommel und Andreas Lehner. Das Projektmanagement lag bei Theresa Henskens, Nikolai Kube, Sven Rühlicke, Ruben Schulze-Fröhlich, Bernie Meyer und Felix Meyer. Das Sounddesign ist von Fabian Schäffler. Bedanken möchten wir uns außerdem bei allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Hinter einem Jahr Arbeit stecken unglaublich viele Köpfe, die einen ganz wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Ja, Leute, das war die erste Folge vom Generation Wembley Podcast. Ich habe es gerade gehört, vom FC Bayern produziert. Ja, ich werde das Ding mal hochladen. Ich hoffe, ihr könntet es euch hier anhören. Ja, lasst mir gerne Feedback da in Form eines Daumens oder gerne auch eines Kommentars. Ob ihr Bock auf diese Reihe habt. Wie gesagt, sind 10 Folgen, dauert zwischen einer Stunde und 45 Minuten, obwohl die gibt es auch mal einmal 23, einmal 35 Minuten. Ich weiß nicht, inwieweit was gesperrt wird auf YouTube oder so, oder ob ich im Nachhinein was rausschneiden muss auf YouTube. Das sehe ich, wenn ich es hochgeladen habe. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Ne? Aber auch hier, wie bei dem anderen Projekt mit dem FC Bayern World Squad, brauche ich eure Meinung dazu. Ne? Also ich werde es mir auf jeden Fall reinhauen, die Podcasts. Ist nochmal ein bisschen extra Info, ein bisschen in Erinnerung schwelgen, sehr schön. Ja, wenn ihr das hier mit meiner Meinung dazu hören wollt, lasst es mich wissen. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bis dann. Tschüssi.